Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu meiner Saisonprognose. Ja, einmal für unseren Club und einmal so ein bisschen für die Bundesliga, weil wir haben ja ein Bundesliga-Tippspiel. Wer es noch nicht weiß, ihr könnt da gerne mitmachen. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ist natürlich kostenlos. Ihr könnt euch mit einigen anderen Leuten messen. Ich muss natürlich noch meine Absteiger, beziehungsweise welche Mannschaften belegen die Plätze 16 bis 18 und so weiter, Deutsche Meister, Herbstmeister und sowas tippen. Von daher, ich bin natürlich wie immer komplett unvorbereitet und mache das mal einfach aus dem Bauch heraus. Wir gehen einfach mal ein bisschen rein. Fangen wir mal an, was wir von unserer Mannschaft erwarten oder was ich von unserer Mannschaft denke, was wir erreichen werden. Das Thema, was generell schwierig ist, wir haben noch 2 Wochen bis erstmal oder 3 Wochen sogar, bis das Transferfenster schließt. Von daher ist es schwierig, aber wir können das natürlich so machen, dass ich jetzt so eine kleine Saisonprognose mache, weil ich hier, wie gesagt, im Tippspiel das tippen muss. Und dass man dann vielleicht, wenn das Transferfenster geschlossen ist, dann nochmal eine macht. Weil dann ist schwarz auf weiß, dann weiß man ein bisschen mehr. Weil wir brauchen jetzt nur uns als Beispiel nehmen, wenn wir mit dem Kader, wie er aktuell ist, in die Saison gehen. Ja, spielen wir um die deutsche Meisterschaft. Wie klar oder nicht klar das wird, steht dann auf dem anderen Blatt. Aber damit spielen wir nicht um den Champions League Titel. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ja. Also sollten wir noch einen Stürmer vom Kaliber Kane verpflichten. Walker sehe ich jetzt gar nicht als so wichtigen Transfer da hinten rechts. Natürlich wird er auch nochmal ein Upgrade bringen, gar keine Frage. Verpflichten wir vielleicht noch einen richtigen Sechser. Sind da natürlich Faktoren, die auf jeden Fall das Titelrennen klarer gestalten würden in der Bundesliga aus meiner Sicht. Und natürlich könnte man dann auch davon reden, dass man vielleicht in der Champions League die Chance hätte, um den Titel zu spielen, ja. Was wir so aktuell nicht haben. Also ist es relativ schwierig, jetzt schon eine Saisonprognose abzugeben. Von daher werden wir das mal so machen, wie ich es gerade gesagt habe. Also meine Saisonprognose fußt auf den aktuellen Kader, den wir haben, ja, zum jetzigen Zeitpunkt. Wie gesagt, ich werde das Ganze dann nochmal, aber auch dann nur für den FC Bayern auf das, wenn das Transferfenster geschlossen ist, nochmal eine Saisonprognose abgeben. Was erwarte ich von unserer Mannschaft? Stand jetzt mit dem aktuellen Kader. Ja, dass wir um die deutsche Meisterschaft mitspielen. Dass wir so klipp und klar holen, sehe ich mit dem Kader schwierig. Warum? Ja, weil wir vorne ja keinen Torgaranten haben. Ja, wir haben weder Sané, Gnabry, Coman, auf die wir uns auf die Außen verlassen. Na klar, haben alle Qualität. Na klar, wenn alle eine gute Form haben, sind sie auch torgefährlich. Haben sie ja teilweise in den Vorbereitungsspielen gezeigt, teilweise haben sie aber auch ihr anderes Gesicht gezeigt. So ein Gnabry, der wieder die riesen Dinger vergibt, dasselbe beim Sané. Coman war jetzt noch nie so der Killer vorm Tor. Musiala kannst du mit reinnehmen, ja. Ja, schwierig. Ja, dann haben wir, klar, wir werden besseren Fußball spielen als in der Rückrunde. Ja, Thomas Tuchel ist da. Thomas Tuchel hat ein anderes Ansprechverhalten an die Spieler. Das haben wir in den Testspielen gesehen. Da wird auch mal klipp und klar zusammengepfiffen an der Außenlinie, was in der Rückrunde nicht der Fall war. Das Team scheint wieder mehr in Richtung Team zu gehen und so weiter und so fort. Das wird natürlich schon alles ein Faktor sein, dass es auf jeden Fall besser wird, wie es in der Rückrunde war. Behaupte ich jetzt mal. Ja, die Hoffnung habe ich. Ja, auch wenn der Kader gleich bleibt. Aber dass das eine klare Kiste wird, sehe ich nicht. Ja, klar, wenn ein Neuner kommt vom Kaliber Kane, brauchen wir nicht drum herum reden, Alter, dann marschieren wir durch die Bundesliga. Punkt. Ja, weil dieser Mann einfach für 30 plus Tore steht. Und dafür steht er. Wenn er sich nicht verletzt, steht er dafür, wird die auch machen. Ja, dafür haben wir einfach viel zu viel Qualität in unserem Kader und auch viel zu viele Spieler, die vorbereiten können. Und auch ein Kane ist ja auch noch mal einer, der Lücken reißt, der auch mal gerne vorbereitet. Also das wäre schon eine Sache.
Es muss gar nicht Kane sein, ja. Klar, wenn es ein Vlahovic wäre, zum Beispiel jetzt mal als Alternative. Ja, der wird uns auch wahrscheinlich 25 plus garantieren und dann wird's drauf ankommen, wird er den nächsten Schritt machen und so weiter und so fort. Darum geht's gar nicht. Natürlich, wenn man jetzt sagt, man setzt komplett auf den Tell, kann man jetzt darüber diskutieren, ja. Wenn man jetzt sagt, jo, wir nehmen jetzt das Jahr, um eine Mannschaft aufzubauen, die dann nächstes oder ab nächstes Jahr um die Champions League spielen kann, ja, do it. Warum nicht? So, also für die Bundesliga kannst du mit dem Tell als Stürmer ins Rennen gehen. Aber nochmal, das habe ich schon in mehreren Videos gesagt, auch in den Kommentaren, das hätte man dann schon am Ende der letzten Saison machen können. Dann wüsste man schon, ob ein Tell das Potenzial hat. Das Potenzial hat er, um nicht drüber reden, aber ob er das umsetzen kann, ja, um zu sagen, ich funktioniere jetzt direkt und ja, kann der Leistungsträger sein, den wir da vorne brauchen. Ja, ist natürlich dann jetzt schwierig. Keine Ahnung. Da müsste man halt noch irgendwie so ein Backup, so ein Füllkrug, nenne ich jetzt einfach mal, weil er irgendwie auf dem Markt war. Ich weiß nicht, ob das noch ist. Sei mal dahingestellt, aber so eine Art Kaliber holen als der hinten dran steht, der dann unterstützt. Ein Schuppo ist halt 2/3 der Saison verletzt. Da müssen wir nicht drauf hoffen. Ja, und alles andere, was da vorne rumkraupelt, ist halt einfach kein Stürmer. Ja, das muss man ganz klar so sagen. Aber da musst du nicht darüber reden, dass du einen Champions League-Titel oder um den Champions League-Titel spielst. Das nächste Thema wäre der Sechser. Ja, wir haben keinen Sechser. Klar haben wir Sechser, die offensiv denken, wir haben aber keinen Sechser, der defensiv denkt. Da bin ich ganz beim Tuchel und wenn wir darüber reden, dass du die Champions League gewinnen willst, brauchst du so jemanden. Punkt. Ja, für die Bundesliga brauchst du das nicht. Auch Punkt. Fertig. Muss man nicht drum herum reden. Da kannst du auch mit dem Goretzka oder mit dem Leimer auf der 6 spielen. Das ist alles gar nicht das Problem. Ne? Aber wenn du um die Champions League spielen willst, brauchst du einen defensiven Sechser. Meine Meinung. So, von daher, was erwarte ich jetzt für diese Saison? Ich erwarte, wenn der Kader so bleibt, wie er ist, wovon ich nicht ausgehe, aber wenn er so bleibt, wie er ist, erwarte ich einen Meisterkampf, der spannend werden kann. Ja, wo wir nicht durchmarschieren werden. Ich erwarte, dass wir im Pokal auf jeden Fall weiterkommen wie die letzten Jahre. Das sollte auch nicht die große Kunst sein. Und in der Champions League erwarte ich das Viertelfinale. Ja, alles andere wäre Bonus. Klar, dann kommt es immer ein bisschen Auflösung. Alter, habe ich einen weg. Auf Auslösungsglück drauf an, aber ja, mit den ganz Großen ist es dann schwierig mitzuhalten. Ja, da müssten schon gewisse Spieler eine Konstanz reinkriegen, die sie in den letzten 3 Jahren nicht reingekriegt haben. Es müssten andere Spieler ein Defensivdenken in ihren Schädel reinkriegen, was sie auch so über seit 3 Jahren nicht reinkriegen. Dazu ist noch die Torwart-Situation da. Es müsste ein neuer auf jeden Fall fit werden, und zwar richtig fit werden. Ja, das sind alles so Faktoren. Deswegen ist es aktuell einfach sehr schwer zu sagen, wo die Reise für uns hingeht. Ja, muss man einfach mal so sagen. Aber nichtsdestotrotz, tippspielmäßig setze ich uns natürlich auf Meister, Bam, und auch auf Herbstmeister. Ja. Ja, das ist, was ich erwarte. Ja. Schön wäre, wenn wir guten Fußball sehen würden. Das wäre schon mal so ein Ding. Allerdings sind die Probleme, die wir am Ende der letzten Saison hatten, nicht wirklich zum Start der neuen Saison ausgeräumt. So müssen wir mit dem Stand des Kaders, den wir aktuell haben, nehmen. Die Außen sind immer noch genauso unzuverlässig, wie es letzte Saison war. Das wird sich auch nicht bessern. Das wird auch ein Tuchel nicht in den Griff kriegen. Da werden wir weiterhin schwankende Leistungen bei Sané und Gnabry sehen. Wir werden weiterhin einen Kimmich sehen, der jetzt ja noch mal angepisster ist, weil er sich ja jetzt auch auf einmal wieder als Sechser sieht. Wir werden wieder einen Kimmich sehen, der irgendwie alles versuchen möchte auf dem Feld und nichts vernünftig macht. Wir werden weiterhin das Torwartthema haben, weil man nicht klar sagt, so Ulle ist jetzt unser Mann. Wir werden weiterhin das Stürmerthema haben, solange da nicht irgendeine Kanone kommt. Ja,
Also alle Themen, die wir letztes Jahr in der Rückrunde auch hatten. Ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir trotzdem ein bisschen besseren Fußball sehen werden. Erstens ist die Ausrede WM weg, es ist die Ausrede Nagelsmann weg. Und Tuchel schlägt ein bisschen anderen Ton an. Tuchel scheint auch ein bisschen mehr nach Leistung zu gehen, weil er auch Mantel jetzt hat spielen lassen, der es gut gemacht hat. Von daher habe ich da schon ein bisschen Hoffnung, dass das ein bisschen besser wird, aber es ändert ja nichts daran, dass wir die Punkte haben, die ich gerade aufgezählt habe. Ja, von daher muss ich für unseren Verein ganz klar sagen, mache ich mal eine Saisonprognose, wenn der Kader oder wenn das Transferfenster geschlossen ist. Aktuell würde ich sagen, wir werden in einer spannenden Meisterschaft Meister. DFB-Pokal, ja, Tagesform. Ja, ich sehe da auch Mannschaften, die uns aktuell sehr gefährlich werden können. Von daher kommt es auf Auslösungsglück drauf an oder Pech, je nachdem. Aber ich denke schon, dass das ein bisschen geschärfter ist, die Sinne im Pokalwettbewerb wie sonst die Jahre. Ja, und Champions League, klar werden wir durch die Vorrunde marschieren, klar, Achtelfinale, Viertelfinale. Vielleicht kommst du auch ins Halbfinale mit ein bisschen Glück. Man weiß es nicht. Ja, das sind so die Dinger, die ich sehe, obwohl Halbfinale eigentlich schon sehr hochgegriffen. Zumindest beim Stand des aktuellen Kaders. So, kommen wir mal zu unseren ärgsten Konkurrenten. Ja, das ist auch relativ schwierig. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, wer was, wo, wie verpflichtet hat. Ganz ehrlich, habe ich aktuell keine Zeit zu, habe ich auch gar keine Lust zu, mich so mit den anderen Vereinen auseinanderzusetzen. Von daher ist das hier aus meiner Sicht ein bisschen aus dem Bauch raus. Fakt ist, ja, Dortmund hat Bellingham verloren, hat einen Sabitzer wurde an Emmecha geholt. Reus ist kein Kapitän mehr, Emre Can ist mehr in der Verantwortung und hin und her. Dortmund hat keine schlechte Mannschaft. Dortmund wird wieder eine Rolle spielen. Ob es dann dafür reicht, die Nerven zu behalten, wenn sie mal vor uns stehen, I don't know, kann ich nicht beurteilen. Könnte ich aber auch nicht beurteilen. Wenn da noch andere Transfers kommen oder nicht kommen. Ja, das können vielleicht die Dortmunder besser beurteilen. Ich gehe davon aus, dass Dortmund wieder uns einen Kampf liefern wird und sollte unser Kader so bleiben, wie er ist, wird es auch ein Kampf werden. RB Leipzig hat sehr viel Potenzial verloren. Ja, sehr, sehr viel. Hat aber auch ein paar sehr, sehr gute Transfers gemacht und sehr viele Transfers, wieder auch noch von jüngeren Spielern. Wird interessant zu sehen sein, dass das alles sofort funktioniert, kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, Leipzig wird einen etwas holprigeren Start haben, aber wer weiß, vielleicht schlagen auch 3, 4 von den ganzen Neuzugängen direkt ein. Schwer zu sagen, eine kleine Überraschungspackung, wie ich finde. Aber wenn alles fruchtet, wird Leipzig auch wieder ein Konkurrent sein. Ja, gehe ich von aus. Bayer Leverkusen sehe ich als diesmal auch ein Konkurrent um die Meisterschaft sehe ich drauf an. Bin ich sehr gespannt, ob sie das erfüllen können. Ich sehe es schon so. Die haben sehr, sehr gute Transfers gemacht, haben mit Alonso einen guten Trainer, haben auch immer die gewisse Ruhe im Verein, was woanders ein bisschen anders ist. Ja, ist meine Meinung aus dem Bauch heraus. Ich denke, Leverkusen wird eine bessere Rolle spielen wie letztes Jahr. Ich gehe davon aus, dass sie auch oben mitspielen. Ansonsten auch Wolfsburg hat unendlich viele Transfers getätigt. Ja, ganz, ganz viele Vereine haben super viele Transfers getätigt, was es sehr schwer macht, da irgendwas vorherzusagen, wenn man sich da nicht irgendwie mit den Vereinen komplett auseinandersetzt. Ja, von daher sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, ich sehe die vorne mitspielen werden, wird Leipzig, Dortmund sein. Ich denke, da müssen wir nicht drüber diskutieren, obwohl Leipzig noch ein bisschen eine spannende Packung ist. Je nachdem, wie schnell da die Neuzugänge früchten, weil sie wirklich viele Leistungsträger verloren haben. Leverkusen sehe ich als verstärkt an, auch wenn sie den einen oder anderen verloren haben, aber was sich sehr, sehr stark verstärkt, wie ich finde. Ansonsten, ich gucke mal kurz durch. Ja, schwierig. Frankfurt hat auch viele Transfers getätigt.
Da steht noch Koulibaly zur Debatte und so weiter. Es ist halt schwierig zum jetzigen Zeitpunkt da wirklich final was vorauszusehen. Freiburg, ja, Freiburg kann man gespannt sein, ob sie das bestätigen, was sie die letzten Jahre aufgebaut haben. Dasselbe bei Union. Gehe ich von aus. Das sind Vereine, die für mich wieder um die Europa League spielen werden. Vielleicht zusammen mit Frankfurt. Ich glaube, bei Frankfurt wird es nicht für ganz oben reichen. Bei Wolfsburg auch nicht. Wolfsburg könnte auch eine Wundertüte werden, muss man mal abwarten. Überraschung der Saison, schwierig. Ja, maybe Köln. Vielleicht Köln, weiß ich nicht. So aus dem Bauch heraus wäre es so das Einzige, wo ich sagen könnte, ja, Baumgart immer ein Faktor. Ich weiß nicht, wie weit sie sich verstärkt haben oder nicht verstärkt haben. Wäre vielleicht eine Sache, wenn die Kölner in den Europacup kommen würden, wäre es ja schon eine Überraschung, wie ich finde. Ansonsten Darmstadt, Heidenheim als Aufsteiger werden es verdammt schwer haben, werden wahrscheinlich gleich auch bei mir wieder auf die Abstiegsränge platziert werden. Ja, man könnte ja mal kurz durchgehen. Bremen, ja, Bremen wird gegen den Abstieg spielen, aber ich denke, dass sie sich im unteren Drittel schon stabilisieren werden. Also ich glaube nicht, dass Bremen absteigt. Bayern habe ich gesagt, wir werden deutscher Meister werden. Gehe ich von aus. Leverkusen wird eine gute Rolle spielen oben, denke ich. Könnte vielleicht auch eine Überraschung werden, wenn sie uns einen harten Kampf liefern, wer weiß. Mal abwarten. Oder das Gegenteil und es geht völlig in die Hose und es wird die negative Überraschung, die gibt's ja auch immer. Aber glaube ich nicht, denn ich denke, Leverkusen wird eine gute Rolle dieses Jahr spielen. Leipzig kann ich ganz schwer einschätzen. Wie gesagt, unendlich viele Leistungsträger abgegeben, aber auch viele gute Spieler auch verpflichtet. Die Frage, wie schnell das fruchtet. Wolfsburg kann ich gar nicht einschätzen. I don't know, würde ich aus dem Bauch heraus sagen, so wie immer zwischen gerade eben Europacup und Mittelfeld in der Bundesliga. Heidenheim ist für mich klarer Absteiger Nummer 1. Hoffenheim auch ganz schwierig für mich einzuschätzen, würde ich auch irgendwo wie Bremen untere Drittel der Tabelle sehen. Wäre aber auch so eine Geschichte, was als Überraschung durchstarten könnte. Ja, immer möglich. Freiburg bin ich gespannt, ob sie es bestätigen können, was sie die letzten Jahre aufgebaut haben. Gehe ich eigentlich schon von aus. Ob sie dafür einen Europacup reicht? Ja, wird spannend zu sehen sein. Augsburg, ja, Augsburg wird auch für mich untere Drittel um die Abstiegsränge spielen. Gladbach wird für mich auch untere Drittel spielen. Sehr, sehr viel Leistungsträger verloren. Ja, haben natürlich auch ein paar Leute verpflichtet und so weiter. Aber ich denke, Gladbach wird eine schwierige Saison haben. Aber wer weiß, auch da ist natürlich das Potenzial da, dass es zu einer Überraschung werden kann. Stuttgart und Bochum, ja, können wir beide in einem Atemzug nennen, wobei Bochum wahrscheinlich noch ein bisschen schwächer ist vom Kader her. Bochum wird auf jeden Fall gegen Abstieg spielen, untere Drittel der Tabelle. Stuttgart vielleicht untere Drittel bis Mittelfeld, ähnlich wie Gladbach. Ich denke, Gladbach wird. Ja, Gladbach ist alles drin. Von gegen den Abstieg spielen bis Mittelfeldplatz, denke ich, ist alles drin. Dortmund sehe ich als Kampf um die Meisterschaft. Köln, ja, Köln könnte eine Überraschung werden. Ansonsten würde ich Köln auch so Mittelfeld bis Kampf um die Europapokalplätze sehen. Union Berlin. Ja, wird auch interessant zu sehen sein, aber bisher haben sie es jedes Jahr hingekriegt. Ob sie auch so eine ähnliche Leistung bestätigen können. Dass sie vielleicht wieder um die Europacup-Plätze spielen werden. Wird auch interessant zu sehen sein. Schwer zu sagen. Mein Bauchgefühl sagt ja. Ja, um die Europa League Plätze. Ich glaube nicht, dass sie wieder irgendwie um Champions League Plätze spielen werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist, wie gesagt, aus meiner Sicht Leverkusen wieder zu sehr erstarkt. Aber mal abwarten, wer weiß. Ja, Mainz die Überraschung der Rückrunde. Wer weiß, vielleicht wird Mainz auch die große Überraschung. Ja. Ansonsten Mainz kenne ich mich null aus, Alter, wirklich. Ich würde Mainz sonst im Mittelfeld sehen, der Tabelle. Aber könnte natürlich der Ausreißer nach oben werden, könnte aber genauso gut auch der Ausreißer nach unten werden. Ja. Frankfurt habe ich schon gesagt, Frankfurt sehe ich halt auch um die Europapokalplätze, aber nicht um die ersten 4 Plätze, das glaube ich nicht in der Bundesliga.
aber dann schon obere Drittel. Darmstadt sehe ich ja auch gegen den Abstieg, obwohl man bei Absteigern immer aufpassen muss. Es kann auch sein, dass die Euphorie mitkommt, die sie erst ein bisschen trägt, wird man sehen. Ja, das ist so meine Einschätzung aus dem Bauch raus, ohne mich jetzt mit den Kadern der jeweiligen Mannschaften groß auseinanderzusetzen. Ja, das muss ich mal ganz klar sagen. Da habe ich nicht die Lust zu und nicht die Zeit. Und von daher ist das meine Einschätzung. Jeder, der das tut, wird diese wahrscheinlich nicht teilen und kann sich auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Gar kein Problem, ihr könnt mich da gerne aufklären. So, bedeutet, ich werde jetzt als Absteiger oder welche Mannschaften belegen die Plätze 16 bis 18, ist für mich Heidenheim, Darmstadt und dann wird es schwierig. Entweder gehe ich auf volles Risiko, nehme Gladbach, die vielleicht die Relegation spielen, sich retten. Oder man nimmt Augsburg, die sie immer dafür gut sind. Mainz denke ich nicht. Mainz war zu stabil in der Rückrunde. Weiß jetzt auch nicht, was sie abgegeben haben, was sie bekommen haben. Klar, Bochum wäre der logische Dritte, ja, aber Bochum schlägt ein Viertel meines Herzens. Von daher tue ich mich schwer, die Bochumer zu nehmen. Ja, wenn ich jetzt realistisch bin, müsste ich Bochum nehmen und hoffen, dass sie Relegation spielen und es schaffen. Ja, oder ich sage, ich gehe auf Gladbach, weil sie einfach ein schweres Jahr haben werden. Ja komm, ich nehme die Gladbacher. Kann aber auch die positive Überraschung werden, man weiß es nicht. Das ist ja das Schöne am Fußball. Egal, ich nehme die Gladbacher. Also meine, für alle, die im Tippspiel mitmachen, meine letzten 3, Heidenheim, Darmstadt, Gladbach. Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? Ja, ganz schwer zu beantworten. Sollten wir Harry Kane verpflichten, denke ich, steht der FCB ganz klar Nummer 1. Ansonsten könnte es sehr gut Dortmund, Leverkusen, vielleicht sogar Leipzig sein, aber nicht wir. Dafür haben wir nicht den Killer, denke ich. Klar, würde den Tell den nächsten Schritt machen, weiß man nicht. Ja, schwer zu sagen. Ist halt schwierig, das wirklich zu tippen, bevor das Transferfenster geschlossen ist. Ich nehme einfach mal unseren Verein in der Hoffnung, dass noch irgendein Neuner verpflichtet wird oder in der Hoffnung, dass ein Tell dann den Mega-Step macht. Und ja, wenn man realistisch ist, müsste man wahrscheinlich Dortmund mit Haaland nehmen. Ich denke, das ist so das realistische Ziel zum aktuellen Zeitpunkt, aber man muss natürlich bei sowas auch immer die Vereinsbrille aufhaben. Wo findet der erste Trainerwechsel statt? Ja, also da können wir es ja mal kurz durchgehen. Bremen, denke ich, sieht relativ fest im Sattel. Wolfsburg auch. Wobei die schon mal einen zittrigen Finger haben können, aber ich glaube es nicht. Bochum sollte auch relativ safe sein. Stuttgart, Darmstadt ist immer erstmal so die Aufstiegseuphorie. Die werden den Trainer auch nicht irgendwie nach 10 Spieltagen rauswerfen. Freiburg, brauchen wir nicht drüber reden. Leipzig eigentlich auch nicht. Mainz nicht. Wir nicht. Augsburg. Ich weiß gar nicht, wer ist denn Augsburg gerade Trainer, Alter? Frankfurt, Dortmund. Köln kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Union auf gar keinen Fall. Schwierig. Leverkusen eigentlich auch nicht. Leverkusen, wie gesagt, immer ruhiges Pflaster. Warum sollte man Alonso entlassen? Ich könnte natürlich jetzt passend zu meinem Tipp von Gladbach, ich davon ausgehe, dass in Gladbach das Chaos ausbricht, die Gladbacher nehmen. Aber wenn der Trainer nicht einstellig, kann er natürlich relativ schnell wieder weg sein, weil die Gladbacher ja auch schon langen Atem bewiesen haben mit dem einen oder anderen Trainer. Schwierig. Schwierig. Ich nehme die Gladbacher. Ja, ihr seht schon, ne? Es ist ein bisschen Antipathie da, die da leider mit reinspielt. Ja, Leute, das ist kurz und schmerzlos meine total auf Bauchgefühl verlassene Prognose der Bundesliga. Also ohne Vorbereitung, ohne sonst was. Alle ihr hier, die top vorbereitet sind, haut mir gerne eure 3 Mannschaften rein, die auf den letzten 3 Plätzen landen. Gerne auch die um die Meisterschaft spielen oder um die Champions League Plätze. Bin ich sehr gespannt. Ja, nochmal, das war hier aus dem Bauch heraus und was unseren Verein angeht,
mache ich eine Prognose, wenn das Transferfenster zu ist. Ich denke, dann kann ich eine vernünftige Prognose geben, die ihr euch verlassen könnt. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt wie immer gesund. Bis dann. Tschüssi.